Hallo und willkommen zurück beim Let's Play von Pokémon Feuerrot Edition mit mir im 712. Letztes Mal sind wir bis hier zur Arena gekommen und jetzt fangen wir auch mit der Arena an. Schnell zur Erklärung, die Arena hat ein Teleporter-System. Bei dem geht man einfach in die Teleporter rein und ich gehe meistens einfach immer geradeaus auf die nächste Seite. Also ich kann das schnell zeigen, also ich gehe immer da rein. Aber zuerst mal mit dem reden. Hallo. Obwohl Sabrina noch jung ist, ist sie unsere Arenaleiterin. Wir lassen dich nicht einfach so zu ihr gehen. Aha. Das ist der schade. Psycho Maximilian. Ein Phlegmon. 33. Spukball. No, das ist schlecht. Das darf ja nicht wahr sein. Okay, nochmal Spukball. Ist beide hier? Ich glaube, das Phlegmon machen wir nicht mit dem, sondern mit dem Dragonier. Donnerblitz! Der macht auch sehr effektiv. Weil Phlegmon, halb Psycho, halb Wasser. Lamos. Das sieht hier geil aus. Das ist schon einfach die Weiterentwicklung vom Phlegmon. Das Phlegmon, das kann man in zwei verschiedene Sachen entwickeln. Entweder in ein Lamos, wie hier. Oder dann könnte man so ein Lashoking entwickeln mit dem Kingstein. Ich würde es eigentlich fast immer zum Lashoking entwickeln, das ist echt stärker. Und geiler. Und es kann reden. Also in der Serie. Und im Pokémon-Film auch. Also, nein, ich gehe jetzt einfach immer hier. Also einfach immer geradeaus auf die andere Seite, so. Hallo. Du gegen mich. Unsere Pokémon sollen kämpfen. Exorzistin Pandora. Eieiei. Pandora. Das kommt mir bekannt vor, was ist das? Ah ja genau, das ist doch aus dem Film da. Avatar. Noch ein bisschen vorwärts hier. Nebulak. So lange soll das Projekt auch nicht gehen hier. Apollo. Oh, nein, so bei speziellen Gegnern wie ein Apollo. Bei Weiterentwicklung und so, das lasse ich immer laufen. Schliesslich kommt es recht selten vor, dass Trainer ihre Pokémon weiterentwickeln. Ja. So schräg wie das tönt, das stimmt. Die Exorzistin Pandora ist besiegt. Ich habe nun doch verloren. Einfach da rüber. Haben mit dem schon geredet? Hallo? Nein. Machen dir unsere Psykräfte Angst? Nein, eigentlich nicht so. Das Kadabra. Oh. Ja, eine Simsala. Haha. Ich mache mal Gedankengut. What the hell? Wieso hat das so komisch ausgesehen hier? What the hell? Okay, muss schon unterbrechen. Also, ist wieder gut. Spukball. So. Und das wird eigentlich das Ende sein vom Kadabra. Jawohl. Das ist sehr effektiv. Phlegmon, es ist langweilig. Pantimos, das ist lustig. Machen mal Gedanken. Oh, das Zauberblatt, das ist mir überrascht. Spukball. Das nimmt nicht mehr ab, er hat zweimal Gedankengut eingesetzt.
Normales Kadabra, das ist One-Hit. Trick, Betrug, so ein Scheiß. Schau doch das Scheiß an. Gehaltene Items werden mit Anwender getauscht. Genial. So ein Scheißdreck. Oh, ich glaube, ich wollte hier kommen. Pokémon in der Arena von Saffron City sind für ihre übernatürlichen Kräfte bekannt. Ich weiß, dass du Sabrina herausfordern möchtest. Nein. Namos. Jetzt bei mir einfach Gedanken gut. Und Spukball. Oh meine Fresse. Der Decker Cases ist sehr effektiv. Blockieren. Ja, nee, aber das kann ja nicht wahr sein. Artyom. Du mal. So, schon ein bisschen besser. Bisschen. Artyom hat zum Glück recht viel Verteidigung. Ja, wegen seinem Panzer. Ja, Momo. Darum hat er das auch so gut ausgehalten. Aber ich muss sagen, das Level war recht hoch gewesen. Ich muss schnell heilen. So. Ein bisschen Speed heilen. Jetzt da rüber. Hallo. Sabrina ist jünger als ich, trotzdem habe ich Respekt vor ihr. Well, gratuliere. Amanda. Psystrahl. Und Alpollo haben wir heute auch schon gesehen. Zur Genüge. Was in der Serie noch so ein bisschen lustiger gefunden ist, dass der Ash für die Arena zu machen, hat er extra das Alpollo gefangen. Und Psycho ist vierfach effektiv gegen Gift, also vierfach effektiv gegen das Alpollo, weil es ja Gift und Geist ist. Hat fressen, weil es Gift und Geist ist und das ergibt nicht wahnsinnig viel Sinn. Aber er hat es dann gleich geschafft. Der Berthold mit seinem Pantimos. Spukball. Du die mit ihrem Zaubblatt. Kadabra. Ja, kein Wechsel, Artyom. Biss. J1-Hit. Ja, für alle, die es nicht checken, wieso das One-Hit war. Kadabra hat sehr wenig physische Verteidigung. Also eigentlich nichts an physischer Verteidigung. Pokémon passen sich ihren Trainern an. Deine Pokémon müssen demnach sehr zäh sein. Wieso? Bin ich auch zäh oder was? Ich will nicht zäh sein. Komm weg. Ich wusste es. Hallo. Ah, mit der haben wir schon gekämpft. Ah, haben wir mit dir schon gekämpft? Ja. Und mit dir? Ja. Mit dem glaube ich noch nicht. Hallo. Oh nein. Dem haben wir auch schon. Und schon sind wir da. Habt ihr gesehen, das funktioniert immer. Also meine Taktik mit einfach geradeaus gegen rechts oder links laufen. Ja, ich glaube, jetzt wird es Zeit für Sabrina. Hallo. Eine Vision hat mir deine Ankunft vorausgesagt. Ich beherrsche die Psychokinese, seit ich ein Kind war. Zunächst habe ich gelernt, mit Psychokinese Löffel zu verbiegen. Oho, Uri Geller. Ich verabscheue den Kampf,
Aber wenn du es wünschst, beweise ich dir meine Kräfte. Der. Und die sieht hier verschissen aus. Echt, die hat schwarze Haare, das weiss jeder. Nicht so blaue. Und sie sieht viel böser aus als hier. Also immer in der originalen Version. Gedankengut! Oh, jetzt macht er das so. Mal schauen, wer es länger durchhaltet. Das muss jetzt... Ja, mach das doch nicht! Gedankengut spammen. Ich glaube es nicht, er macht es genau gleich wie ich. Okay, jetzt sind wir auf dem höchsten. He? Status kann nicht mehr erhöht werden. Lol. One Hit. Und jetzt wird es so einfach. Das ist die beste Taktik hier. Erstens ist der Status so hoch, dass wir jetzt die Attacke von zum Beispiel im O-Bot einfach nicht mehr abnehmen. Einmal von dem... Ja, schaut jetzt wie wenig das abnimmt. Wieso nimmt es so viel ab, verdammt? Sollte es eigentlich nicht. Egal. Ah ja, der andere hat ja auch Gedanken gut eingesetzt. Pantimos. Ja, die Statusveränderungen, die bleiben so lange, wie das Pokémon im Spiel ist. Falls das irgendwann jemand noch nicht gewusst hat. Darum kann man so eigentlich recht einfach so eine Arena-Leiterin bashen schnell. Barriere, was ist das? Verteidigung steigt stark, wie sinnvoll! Na, jetzt kommt sie mit dem Hypertrank. Was? Hallo? Das ist ein spezieller Spuk. Die Hurensöhne. Psychokinesen. So. Simsala kommt jetzt noch. Wehe, Spukball ist nicht speziell, der rastet aus. Ah, du hast Maus fast. Ja, fick dich. Spukball. Ja, wieder genau gleich. Und wieder ist Spezialverteidigung gesunken. Das ist lolig. Nein, nein, keine AP. Oh, fuck. Psychokines. Jawohl. So. Simsala ist weg. Also das Gegner Simsala. Ich bin erschüttert, aber verloren ist verloren. Ich muss gestehen, ich habe mich nicht allzu sehr angestrengt. Hab Fresse. Ich schenke die... Was ich schenke? Die wird mich verarschen. Ich habe mich nicht angestrengt, ich schenke. Das ist so eine arrogante Note. Das Umfordern lässt Pokémon bis Level 70 deinen Befehlen folgen. Stärke Pokémon können dir widersetzen und deine Befehle ignorieren. Achte darauf, dass du deine Pokémon jederzeit unter Kontrolle hast. Warte, nimm doch diese TM. TM4. Theoretisch könnte jeder die Psychokinese lernen. Viele wissen es nur nicht. Ja, was ist für eine TM? Psychokinese ist das nämlich nicht. Glaube ich. Das Gedankengut. Das gewusst? Das... Wie viele Tote ist das jetzt? Der 6. Tote, man kommt TM Gedankengut. Ja, noch. Ja, jetzt gehe ich raus. Nein. Ja, so komm, das ist der beste Weg hier. Einfach immer... Ja, der hat es ja gecheckt. Ich kann es schlecht erklären. Silphscope sind wir gewesen. Jetzt gehen wir ins Pocket Center. Hallo, wir wollen alles überspringen, weil deine Meinung uns nicht interessiert. Verpiss dich, tschüss. Jetzt können wir surfen, das haben wir zwar schon vorher können, aber... Drum... nehme ich jetzt... ein Pokémon, das fliegen kann und wo ich nicht dabei habe. Ich kann es schnell holen. Ablegen. Nehmen. Was kann jetzt fliegen von uns?
Oh, Ibitak. Das finde ich einfach so ein geiles Pokémon, das unbedingt mit dem fliegen. Haha. Trollolol. Nein, aber... Das muss ich euch jetzt noch zeigen. Als nächstes, also im nächsten Part, weil der beende ich jetzt gerade hier. Wo ist jetzt VM Fliegen? Hier, Ibitak. Ja, fliegen, ja, ja. Heuler ist weg. Und, Maschine bereit, er lernt fliegen. Ja, im nächsten Part gehen wir... ins Kraftwerk hier. Genau. Weil da wollte ich her. Weil wir jetzt auch surfen können. Hops. Und dort wartet ein gutes... Habe ich Hyperbell? Das muss ich jetzt noch schauen. Das kann ich nämlich wieder 20 sollte länger. Da wartet ein legendäres Pokémon auf uns. Wer weiß es? Schreibt sie in die Kommentare. Oder ratet einfach und schreibt alles etwas in die Kommentare. Also gut, dann verabschiede ich mich von diesem Part. Bis nächstes Mal. Euer Simon12. Tschüss.